real life questions, was kommt daran, was Menschen fragen, und sie sind eine Geil für sein Leben, habe ich die beste Lieb zu adressen. Wegen dem adresse ich du Hand, eine beschickt daran etliche questions, angefangen mit der UGMA-Account, das sind zum Rapport mal gerät. Ein UGMA-Account ist ein Account, wo du machst auf die Kindsnummern, die bist nur der Custodian, die bist der Chrui auf der Account, fragt der jetzt hier UGMA-Account, Type, kann sein ein Problem, wenn schickt sein Kind zu Yeshiva, zu enrollen in college programs. Und der Antwort ist, wie weit ich weiß, again, ich kann legal advice. But sie darf nicht sein kein Problem, kannst nutzen das Geld für anything für the kind, including the yeshiva, aber the college program, oder die alle Sachen, sei sehen nicht, dass sie auf die Kindsnummern, es ist nicht du, ob sie sagen, du darfst es so wie includen, also verstehe ich, aber ich kann dir nicht empfehlen, 100%, ob du willst auf der grüne Weg, darfst du es allein gehen auschecken. Aber the next question, aber der beste lieb. Why should I invest in options at any time? Nor FINOF or the 10% from investors in the options market are profitable. The rest are losing money. So fragst du, warum du sollst investen in the options market, wenn 5 bis 10% von investors sind profitable und alle anderen verlieren Geld. Und es ist eine moeilijke Tools, was Menschen haben. Ich agree mit dich, als rob Menschen, was investen in the financial markets verlieren Geld. But eine Sache, wo du habst nicht, ist, als rob Menschen, was investen in Real Estate verlieren Geld, und rob Menschen, was F&M Businesses verlieren Geld. So Menschen meinen, nur in der Options Market oder in der Stock Market verlieren rob Menschen Geld. Der Sibbe, weil dort ist bei Emmes du mehr Menschen, was verlieren, und der Sibbe von dem ist, was ist sach geringer, the barrier to entry ist sach kleiner. Wo darf ein Mensch stehen, wenn will herangehen in der Options Market? Wo darf ein Mensch stehen, wenn will herangehen in der Stock Market? Gut nicht, darf öffnen einen Account. Legt daran Geld und fängt an zu klicken. Fängt an zu werden excited. Wow, Kicks, bei der ich hatte, geht das gehen und geht machen Geld. Und zum Sofa verdient Geld, weil hat schon keine Ahnung, was tut. Wegen dem ist dort du mehr Menschen, die verlieren Geld. Nicht wegen einer größeren Prozent für Menschen. Aber dieselbe Sache in Real Estate. Real Estate ist aber ein bisschen schwerer heranzugehen. Das treffen eine Property, darfst nehmen einen Lawyer, darfst du mal Closing, darfst aufkommen, Abwirf mit mehr Geld, kannst du schon reingehen mit Kleingeld, darfst du größere Gelder. Und wenn du bist schon endlich heran, rauszugehen, ist dieselbe Sache. Ist du Mortgage Brokers involved, Title Companies involved, the tax authorities sind involved, hast also the banks sind involved, hast also so viele Sachen dort, wo du darfst durchgehen, kannst nicht klick, klick, klick. Wenn du bist in der Financial Market, handige Zeiten, ist es so geringer ranzugehen und rauszugehen. All you need is a computer mit ein paar Klicks. Und du bist da rangegangen und du kannst machen Geld oder verlieren Geld. Wegen dem ist das Sach mehr risky wie andere Sachen. Aber außer der Risk, sag ich dir, als 95% Menschen, was machen auf Businesses, die legen sein Geld und sie sind nicht mazliach. Die Schale darf nicht sein, wo soll ich investen, wenn 5 oder 10% Menschen einen mazliach und der andere nicht. Die Schale darf dich sein, wo stehen die 5 oder 10% Menschen, wo sind mazliach? Und was kann ich duplicaten? Was kann ich noch machen für sie? Und wenn du das kicken, wirst du oben Sache größere Chance für das Luche sei in Business, in sei in Real Estate, in sei in Options, in sei in any Sache, wo das ist bei Ezer Hashem. Weil Tomer, geist die nur kicken, oh, ihr Menschen sind Losers, okay? So geist die auch sind Loser. Weil die associates dich mit Loser. And by the way, du willst losen weight, dieselbe Sache. Sag nicht, oh, wieso kann ich verlieren weight, rob Menschen verlieren nicht kein weight. Kick, wo ist der Mensch, was verlieren ja weight, wo seid ihr? Wirst man zlieg sein mit lernen. Gei hat sich damit gekommen, wo es lernen in 18 Schuhe tun, und frag sie, wo seid ihr? Drei sei noch zu machen. Dieselbe Sache. In der Options Market ist so eine Formel für Success. Und ich kann dir eine Sache sagen, ob die Geist daran in Options und dem, wo du weißt, wo das ist, most probably, ich wollte nicht viele 100%, but kann sein, amul du exception, but most probably geist dich der sehen und dann Geld in sehr kurzer Zeit. Also wie so auf Menschen. In den Menschen, wo seine Jomatzliach lernen sich es, sie wissen, wo sie tun, sie trauen sich follow ein Proven System, und sie haben ein Sound, sie haben ein Rule-Based System, sie wissen, wo sie davon tun, ob das geschehen, wo sie davon tun, ob das geschehen, wie chili, und dem muss auch die Chance, bei Ezer Hashem, zu Matzliach sein, mit der erste Sache, wo du darfst tun, von dem ist aber Discipline. Und das ist exactly, wo sich halt in einer Rahmen bochen, und sei du auf der Line, wo sich redt von dem, und sei mit der alle Menschen, die followen mein Abschluss-Coaching-Programm, das ist sehr starke Sache, was ich rede. Rules-based. Das wissen, wo das ist. Das wissen, wenn die Geister rein, das wissen, wenn die Geister raus sind, sollst nicht verloren deine Emotions. Es kann auch sein, sehr schrecklich. Ui, der Market hat getrasket. Okay, was ist geschehen? And by the way, alle Menschen, die investen in S&P 500, verwussten dort, du aggressive Chance zu mazlieren sein, weil dort darfst du nicht machen keine Decisions. Normalerweise hast du weniger Emotions involved,
Meile hast du weniger Move, du kannst die wrong Sachen. Machst die Augen und du wächst da weg. Ob du kannst nehmen derselbe Approach in deine Investments, in Real Estate, in Options, in anything, wo du invest. Du weißt exactly, wo du gehst daran. Du weißt exactly, wo sie da geschehen, aus der Rose gehen. Du weißt exactly, wo du darfst stehen in jeder Situation, wo sie kommt tun. Mit neibischen Silf hast du ja starken Bocken für das Loche. So this is, wo du darfst dich herannehmen in den Kopf für alles in deinem Leben. Okay, and the next question, wo du fragst ist, als geöffnete IRA, und hast invested in the S&P 500, is it a good idea to put some funds into the Nasdaq as it grows faster? So, noch einmal, fahre ich heran in dem, darf ich machen noch einmal ein Disclaimer. Ich gebe nicht kein Financial Advice. Ich tue nicht geben kein Financial Advice, ich kann nur geben Education and Entertainment mit Ideas, was ich kann dir auslernen. Si se macht Sinn, heranzulegen a Heilig in der Nasdaq, I would do it. Why not? Nasdaq is the 100 größte companies, auf die Rough Technology Companies. Is was kann doch gehen wrong? Sie kann sach schneller wachsen, aber wenn sie geht darauf, kann es auch schneller verlieren. S&P 500 kann sein mehr stable. So S&P 500 ist mehr stable, Nasdaq hat mehr Opportunity. Ich like, lassen wir sagen, 20-30% von der Portfolio in der Nasdaq, in größere Heilig in der S&P 500, es ist eine Balance, was nicht. Eine Sache, wo du kannst bedienen, ist jede Jahr oder jede Stück Zeit, kick über dein Portfolio, ob es eine Sache gewachsen mehr wie der andere, kannst du rebalance in dein Portfolio. So, du musst, dies gewollt sein, 30% in der Nasdaq, und jetzt ist Nasdaq so schein gewachsen, dass du bist 50% von deinem Portfolio in Nasdaq, aber du willst nicht haben mehr wie 30%. So nimmst du raus die 20% mehr, und du legst das auch heran, in der S&P 500. Oder, ob du siehst, eine Sache gefallen mehr wie die andere, kannst du also wie rebalancen. Kannst IB kicken auf dein Portfolio. By the way, so du Models, du kannst das stehen durch Infidelity, Betterment, wo es geschehen allein. Aber du willst dann mehr hands-on und du willst dich allein spielen, mit dem kannst du stehen auf der Weg, kannst rebalancen, kannst dein Portfolio. Und wenn du siehst, dass du ein Imbalance, kannst du just rausnehmen von du und legen du, also bist du weiter in der Balance, wie das gewollt, wie le Muschel 70-30. 70% S&P, 30% in der Nasdaq. Also ich kannst du gesagt, halten euch auf dein Portfolio, zu machen sicher ein bisschen die richtige Balance. Und zumindest auch nur Nasdaq. Kannst legen S&P, kannst legen Nasdaq, kannst legen in der Russell, kannst legen in der Dow, in different indexes. Aber das ist schon für einen, was will gehen ein bisschen mehr advanced. Einer, was will gehen zu the simple basics, vanilla, bleib mit der S&P und er geht einen Tag und du darfst dich nicht sorgen. Bis du aber adress de Schales von ein Scheuer. By the way, die willst mir soll adressen deine Schales, schicke an a text, die 845-572-1212. Noch ein Jid fragt das Schale. Ich will wissen wegen der Kurs, okay? Ich verstehe, du meinst der Options Income Kurs, wo wir lernen dort aus Menschen, wie zu generieren ein Income auf ein systematic Weg, kemat passive. Passive, wenn man geschmiss kann sein, also du machst dich den ganzen Zeit irgendeine sofort. Oder kann sein passive, als likes daran 10-15 Minuten am Tag, oder a Schuh a Woche, whatever. Es ist auch passive to a certain degree. In andere Werte, nicht die Zeit, wo der likes daran macht dann Geld. Nur das die Results. Das ist die richtige Sache. Und sie geschehen die richtige Results, was der Weiser Hashem machen Geld. Das meint passive, wenn sie kommt zu der Options Income, wo sich teach. Wenn einer legt daran der S&P 500, macht sich die Augen, er kickt es nicht weiter an, dann ist es 100% passive. Aber sie nicht gemacht für Income, sie macht mehr für the long term. So fragt der Ida so, will wissen wegen der Options Income Course. Wie viel Geld darf ich haben in der Stock Market, that to generate na income? Le Muschel. Ich habe herangelegt $25,000 3 Jahre zurück in ein Managed Brokerage Account und es ist jetzt $35,000. So, fragt mich zu bei der Kurs, geist mich teachen, wie zu machen ein Income von dem. In einmal ich complete the course, wie viel Zeit gehe ich dafür anlegen im Antag? So, ich will dir einfach nach Rischen. Heute meinst du noch mal reden, wenn einer legt daran $25,000 in der Platz, und 3 Jahre später ist es $35,000. Wo ist der Return, hat gemacht auf der Geld? So, ich rechne es aus auf a Financial Calculator. Als einer fängt von 25, hat 35, 3 Jahre, in der Calculator soll man sagen, wie viel Return gemacht auf das Geld, ist es ein Average von zwischen 11 und 12%. Sei das scheine Return. Und versteht sich der letzte 3 Jahre der Market darauf gegangen. Wo sie geht an der nächsten 3 Jahre, weiß man jetzt nicht, aber lassen wir hoffen, es wird weitergehen geht. Fragst die kannst von dem machen ein Income, durch der Options Market. Lass mir das sagen, sei klar, wieso ich approaches in der Platz, wo ich lerne aus für Students und für Coaching, Students, Coaching Clients, wo sie kommen zu machen, zu generaten passive Income durch der Options Business.
Ich approach es, also sollst du mal Fokus zu machen, 2 bis 3% achoidisch, while being protected. Meaning, dass du mal ein System in place, was du kannst generaten month in and month out income. Ob du darfst nicht den Income, lass es in deinen Account zu compounden, also hast du ein bisschen aufbauen dein Portfolio, vergrößert. Aber ob du darfst ja den Income, kannst du rausnehmen das Geld für den Income. Tomer, du darfst ein Heilig von das Income, kannst du ein Heilig rausnehmen. Lass mal reden von Numbers. Ein Mensch hat $35,000. 2% von $35,000 ist wie viel? 7 bis 1400 Dollar a chodesh. Okay, jetzt, die Kickstays auf a Jahr meint das zwischen 8,5 und 17.000 Dollar a Jahr, beirrig, okay? Es ist beautiful shine, ob die follows the rules, und du bist nicht kein Oberkocham. So, das ist dann eine Kide, weil es du, in so einem kleinen Hore gebencht mit am Nuvo in Bekocham, und jeder eine trefft Ideas, jeder eine trefft Ideas zu outsmarten, ich verstehe besser, was zu tun. Und sie können sagen, du kannst bei MS aufkommen mit gute Ideas, wo du kannst auch allein bauen, dein Options-Business auf einen anderen Weg, wieso ich teaches, und du kannst da viel mehr als wir sein. Ich wollte aber sehr recommended, dass anybody, was geht durch mein Training, bis du bist nicht 100% ausgekocht, und du weißt, wo du bist, und die fühlst, du hast echt a starke Grip auf es, sollst du nicht rein zu outsmarten das System. Try zu followen und geh auf einen Weg, wo du weißt, die Tis bei Eiser Hashem, wo ist der richtige ausgetretene Weg, und von dort in der Warte, du treffst Ideas, kannst du trauen, mit Kleingeld zu exploren, und du siehst, dass du getroffen hast, kannst du damit reingehen mehr. But in general, this is the goal. The goal is 2 to 4% a chodesh while being protected. This darf sein the goal, and the goal from being protected darf sein for them. And in the course gehen wir in Zerribe, different Sachen, was zu tun. Eins von den Sachen, welche meine Stocks wirst du involved, welche meine Companies. Noch eins ist, wusstest du, in case von einer Black Swan Event. Black Swan Event meinte, der Market raske 20-30%, also wie es geschehen bei Covid, also wie es geschehen bei April 2025 mit Trump Tariffs, was wird ungeriefen der Liberation Day, so-called Liberation Day. So, an der Tag, der Market, der Porteg dort, na, der Market getrasket sehr stark, 2008 Financial Crisis. So, wieso handelst du das Sache? Na, du kennst die Combination von den zwei Sachen. Gitte Companies, gitte Strategies, in leben dem hoben a Black Swan Protection, okay, es wird ungeriefen Black Swan, kann ich gar Ahnung von was. Black Swan meint a schwarze Katschke. Schon eine kann mich schicken a Text. Von was heißt a schwarze Katschke Protection, okay? Aber das ist die Sachen, mit neibischen Self, follows the instructions, you should be good. Jetzt, wie viel Zeit darfst du anlegen in dem? Ich suche eigentlich für Students, 15 to 20 minutes a day, einmal die kannst du schon gehen. Und das meint nicht, dass du nicht jeden Tag anlegen, kannst auch skippen Tag, kannst dann einmal ein paar Tag, wo du sonst nicht sein involved, Tommy die Geist ist auf dem Weg, wo es ins Reden wird. But ideally, ich recommend, nimm 15, 20 Minuten a Tag, kick durch deine Positions, kick durch, wo du hast zu tun, Umfang wird dich es dauern länger, bis du gewohnst dich ziehen, bis du weißt, was zu tun, und nachdem darf es nicht nehmen mehr wie dann. I hope I answered your question. Next question, Ayid fragt also, ich habe a S&P account with no internet access and I don't see the volatility of my account. Do you think that's good? So, du hast der S&P account, verstehe ich, die meisten sagen, du hast der Account, wo du invest durch einen Account in der S&P 500, aber du siehst nicht jeden Tag, wo sie tut sich, wegen du hast limited internet access oder no internet access. Do you think it's good? I think it's perfect. Ich meine, es ist besser, wie ja zu sein. Was kann geschehen? Ob die lagst, wenn sich versteht sich, was dein Goal ist. Ob dein Goal ist, wegzulegen für the long term, für Hassene machen, für Retirement, für whatever es ist, das ist dein Goal, dann was geht dich was die Volatility ist? Die lagst dann jede Chodesh so viel Geld, das Ding macht die Augen, die Geist weiter, die geht morgen, ich will dich treffen mit 10 Euro, 20 Euro, whatever. Verkehrt, wenn ein Mensch hat ja Internet-Access und halt in einen Kicken dort, kann sein, als seine Emotions wird werden getriggert, ob sieht eine gewisse, sie geht darauf so stark, wow, hat FOMO, I miss out so much. Oder wird sehen, es geht darauf so stark, wo sie sagen, ich meine, als ich verliere mein Geld. Ich empfange uns ein Patschkinder mit Emotions, mit Opinions, mit Sachen, dann muss es keine sein, ein Problem. Aber ob die likes es für long term und die kicks nicht, kann es auf viele Sachen besser. Sie oben schmiert es an, wenn nicht kicken auf der Internet, wie du darfst nicht. Und eins von den Sachen, wo du darfst nicht kicken in Internet, ist die Volatility von der S&P 500. I don't see any benefit, was sie geht dich bringen. The next question fragst du, wo ist der Chilik von einer UGMA-Account und einer Custodial-Account? Es ist dieselbe Sache. Ein UGMA-Account ist ein Custodial-Account. Das meint in andere Wörter, ein Custodial-Account ist ein Account, wo du hast für die Benefits von einer zweiten. In Luschen Gemura meint es Apetropos.
So, die bist a Petropus für wem? Für dein Kind. Öffnest du auf a Custodian Account, a UGMA Account, for the benefit von dein Kind. Okay, lass mal endingen du an, und ich demand dich, if you ask any questions, wo du wissen soll du adressen, schick a text, die 845-572-1212.